Buenas tardes, guten Morgen. Scheinen Morgen, Emmerhan. Es beten sehr windig und Schnee und kalt und so wieder. Sagt das, und von der würden wir mal was merken, was wir vielleicht noch nicht haben. Ich habe hier Schupsfleisch. Ich will das von der reiten. Ich weiß, dass die Menschen sagen, oh, das Schupsfleisch, das schmeckt bloß so schlecht. Weißt du, mir ging mal gerade so in Mexiko in den 70er Jahren, da wir mal wie eine Lied eingeladen für ein Fest, und die haben dann Schub gebackt, und ich glaube, die haben dann nicht recht geschlagen. Aber das schmeckt krank, das ist ein Noterhund, Reckendeit. Und da wie wir das lang gehen, auch noch her an viele Menschen, die gleich in Pochten wahrscheinlich das schmeckt, so dass ich würde mal wahrer proben, und dann haben die das anders gereiten. Vielleicht auch das geschlagen, schmeckt bloß grünlich sein. Nu, meine Freunde, ich glaube, wie gleich ein Säuer. Schubfleisch. So, ich will es von der reiten. Er zijn een miljoen soorten waar dat reiten kan, maar van jou wordt dat reiten. Ik weet niet wat we hier voor vlees hebben. En ik had hier wat van aan een zadel, lamsadel. Dat is een beetje als de zoedel van een Schub. Dat de boerste eind door. De regen. En nu heb ik dat ganz goed angesneden. En dan de fijne bita vlees, wat dan jeder ziet zijn. Filet mignon, de lamb tenderloin, de weekgestrieten vlees. Die willen we van der reiten. En de knerkes, die heb ik dan alle aan een ploot nemen. Daar we een beetje rijsten, een beetje bakken. En dan doe ik er nog een beetje water bij. En ik weet dat wezen. En van dat juice, van dat soft, werden we hier gravy maken. Met zo'n wat merken zum Eberschapen, Sauce. Klar, wat zeer schijn smaken. En ik ga van der niet iets schapen, so ik glaube, we worden dan van der met zelfsgemerkte kieltje. Schubsfleisch eten. Juhu! Nu wil ik je wezen, hier hebben we dat vlees nu, dat schubsvlees. Check them out, dat is wat ze naam de lamb tenderloin, dat is het gaunsweekste vlees voor het jaar, dat eerst met ze van regen. En hier hebben we nog wat ze naam de backstraps. Zeer fijne bieter vlees. So. Nu wil ik je wezen wat we met de knerken stellen. Dat wie een zoedel, dat naast zich een zadel. Dat hebben we alleen angesneden, nu wil ik je wezen wat we met de knerken stellen. Nu wil ik je wezen wat we met de knerken stellen. Check them out. Hier hebben we dat schmerzen, de knerken alle. En hier gaat ook nog alle soorten. Los te pulen, wat we willen. We hebben hier 350 graden Fahrenheit. We worden nu hebben we al mes bruin gebakt. We worden er nog een beetje water bij gegeten. Dan worden we nog helemaal een halve stunde en een stunde bakken. Maar dat al dat fijne, softe eruit komt. Zum hier gravy maken. Zum Eberschapen. Nou ja, voor deze schijne maaltijd van jou met dat schubsvlees willen we nog een beetje brood bakken. Chestnutbrood, garlic bread. En nu willen we nog fresh Italianische brood bakken daartoe. Dat is zeer einfach. Wil je dat wezen, ga je dat merken en ga je fresh brood voor je schubsvlees. Wil je wezen wat we er te maken brokken. Nou ja, da wil ik je mal wezen wat we hier alles maken voor het Italianische brood. We hebben hier 1,5 eetlepel heef, 1,5 tablespoon yeast. Hier hebben we warm water. We hebben hier 2,5 koffel water, 2,5 cups of warm water. En hier hebben we suiker. We hebben hier 3 eetlepel suiker. 3 tablespoons sugar. En hier hebben we hier dan zout. 1 eetlepel zout. En hier hebben we dan, dat is al vegetable oil. Een halve koffel, maar we hebben hier broodvat. We have pig lard. Dat heeft een zeer schijntje smaak met broodvat. Broodbakken. En daar hebben we dan meel. Nu willen we dit hier. Oké, hier heb ik het opgeschreven, dat recept voor het Italianische brood. Nou ja, daar willen we einfach mal in Italianische brood dekorieren. Hier hebben we den warm water. Dat erin, en dan hebben we hier wat we aan heef. We worden zien wat we eruit gebroken. Dan we den heef erin, en dan doen we den zij hier dekorieren. Suiker erin. Zout erin. Zeer dekorieren. En dan wat we dan doen is dat we het schmurts erin.
Ich weiß, da sind Menschen, die dann anders dekorieren als ich da, aber das kommt zu wenig, mich später zu wenig, immer alle Fan wird. So. Sieh, wir haben das Fan dekoriert. Und da fangen wir an, Mehl zu rühren. Und dann, wenn je rein hängen, dann fangen wir an, durch zu rühren und durch zu rühren. Aber das ist ein feiner Deegjaft. Das kann sogar ein Mann, was ich mal in der Handschrift aufnehmen, aber das schafft, kann irgendwie so ein Brot ist das mehr. Da, nu wo ich in wissen, wo wir immer mehr Mehl, dann fangen die kneden, wo ich in wissen, wo das ist, und das ist, was ein Deeg kommt. Da, kijk mal, nu haben wir den Deeg al so viel dick, dass wir den hier am Dash schnappen. Und da, wo wir den kneden, was wir schmacken, glatten Deeg haben, das sein kann, das ich habe hier noch ein bisschen Brotmehl machen von ungefähr der dritte Pot. 30% whole wheat flour. Und was je da sind Menschen, ich weiß, die sagen, nee, wie ich mir dachte, bei 2 packen, das muss gemessen kompliziert sein, das ist ein Airplane fliegen. Aber weißt du was? 2 merken das rein einfach. Bloß rein einfach. Kriegst einfach was irgendwo auf eine Schildkröten abspielen. Bei dem Hand, als sie dann ist die heben, wo wir mit Wut da in so wieder ist, ein Stückchen abgehen und dann dort ein Jahr, was je hier bei Strickland, wie spielt sich immer so, dass es sein kann, alles bloß toperieren. Und dann fangen die zu kneten. Und nach so wie das wir dann immer uitgekommen war, nicht das, dass jetzt dann hinter der Rüten, das wird dann keine Ehren, aber wieder die Nuberschkarten so, die kriegen ja dann noch mal wahrscheinlich. Aber der meiste Zeit leckt mir das. Als sie sagen, für die haben wir das nicht geleckt, 2 was mehr. Nein, ja, das sagen erst vielleicht 2 Minuten Luder abgegangen oder 2 Minuten Luder gegangen. Einer weiß ich, das leckt oder das leckt nicht. Aber ein Ding erst den Kneten. Kneten, was ich einzeln mit die nach so ist. Das waren ja Dahl sein, die bloß einfach verknoten, und weil ich eine Wut haben, dann kielt das hier am Deeg rüht. Das schafft doch, weil ja Dahl einer den Kneten, ja Dahl einer den Haaren, 3 Hünzen, das, meine Früde, kielt dann nach 0 am Dashram, das hier das so was ist, wo eine Wandrüt gekielt, aber immer Haaren. Du, check dir mal, so lange ran kneten, dass ich mit Schweinerie, dass ich dann da habe ich einen Bas mit dem alles Stück für aber das Deeg ist mit Messer rein, steckt 10, 15 Minuten, wo wir den kneten. Ich weiß, das sind so eine Menschen, die haben eine Maschine, die stoppen das Dollar näher und lassen das dann drehen. Das ist auch fein. Aber das gibt ja ein bisschen Exercise. Wir haben nur gewesen, wenn ich vorher erst noch 5 Minuten kneten, dann wurde in der Kammer, dann lassen wir den von 2 Stunden gehen. Na ja, jetzt mal, check mal, wir haben einen schmacken Deeg gemerkt. Ja, so Mana, wenn ich eins Tüß nicht zu tun habe, dann steht Schweinerie drin, dann, wenn du früh nicht Tüß hast, dann rieche ich Deeg gerne, und dann in Hüstchen habe ich Schmack, gefresche, gebackt, dem Bultje oder Teubackt ist, oder was immer ihr dann davon merken. Das ist dann von der, was wir dann an italienisches Brot. Ja, wir haben, hier haben wir eine Kam, wo wir ein kleines bisschen Deeg nehmen. Und dann da wir den Deeg so schmack nehmen. Und das ist, was von der gebracht haben, ist Geweine geheben. Ich sehe, was der Bose gut ist. Für das, was steckt 2, 3 Stunden hier. Die kann ja dann noch andere heben brauchen. Wo am Wurm der Sachen, weil die sich verdoppelt hat. Und dann wird ich wissen, wo wir ein italienisches Brot backen. Okay, nu heeft de Deeg hier voor 2 Stunden gegaan. Die heeft zich nu verdoppelt. En nu willen we hier merken, wat we namen italienisches Brot. Die eerste 2 bieten, waar we merken, wat we namen baguettes. Dat is een smalle lenkeltje brood. En dan, wanneer we daar is fertig zijn, dan worden we nog wat andere merken, wat zich dan naam in Mexico is bolillos, hier zijn. En dan nu wat het nächste. Oké, wat we hier nog voor doen, is dat we een beetje wat zijn, wat ze lopen is pan blanco, bolillos in Mexico. Van dit deeg ga je eerst wat merken, 2 bakjes, bultje, wat ärmer. Dat je nog een beetje schijner is, wat uitvang, waar niet alles kan merken, verschiedenste. En dan wordt ze goed kan even kringel merken. Maar nu krijgen we dat even de blijvende deeg wat we hier hebben, waar we dan wat merken, wat zich dan naam bolillos oder pan blanco, een spetsenpan, die hebben we dan brokken voor lunches oder sandwiches, tortas oder abschneiden en
Snackbrot machen, was immer einer dann will. Und was ich wat, weil ich alle Schmack in der Plut gebracht habe, da werden wir mit dem Messer nehmen, sehr scharf mit Messer, da so Schrutz ein bisschen ran schneiden, dass ich dann ein bisschen für das Auge, das ist dann nur Schmack, weil ich alle ein bisschen abgegangen ist, das ist dann sehr Schmack. Das kostet nicht, dann ist es Schmack. Okay, nu haben diese Brot hier von ungefähr eine halbe Stunde gegangen, als wir die von da aus wieder haben auf die Plut gebracht. Und da wo wir nehmen, und da wir noch ganz besprayen mit Wasser, da waren die sehr fein knusprig, reich vom Büten und vom Bären fein weg. Und wir haben hier nicht Eier, anders würden wir mit einem geschleuerten Eier die bepinseln. Nu werden wir die hier nehmen, 425 Grad. Und dann wollen wir abpassen von ungefähr 20 Minuten, 24 Minuten, was der Geschmack brün sein. Jeder Ofen ist verschieden, wo jemand mit abpassen. Na sitzen wir, in einer halben Stunde gebackt, und ich gucke mal. Das ist italienisches Brot. Und nu wollen wir diese Pan hier noch nehmen. Das erste wollen wir ein bisschen besprayen mit Wasser, dass diese fein crispy, kleine Räuchwurmbüten. Und wir haben es nu raufgedreht bei 375 Grad Fahrenheit. Das liegt schon später. Hoi, nu kijk mal. Die italienische Brotjes, sehr fein uitgekommen. Wow. Kijk mal. Nu haben wir hier sehr schönes italienisches Brot gebackt. Ich habe erfrieren, habe Eisentiet Brot rein. Da wollte ich wissen, was wir brauchen, um das Fleisch, Schupfleisch ersühlen. Now I'm going to show you what to use for lamb marinade. Hier habe ich 2 Esslöffel Sojasauce, Salsa de Soja, 2 Tablespoons Sojasauce. Hier habe ich 2 Esslöffel Worcestershire Sauce, Salsa Inglesa nennen sie das auch, 2 Tablespoons Worcestershire Sauce. Hier habe ich 2 Esslöffel roter Wein, 2 Tablespoons red wine. Hier habe ich 1 Teelöffel Oregano, 1 teaspoon Oregano. Hier habe ich 1 Teelöffel Dreja Petersil, 1 teaspoon dried parsley. Hier habe ich 1 Teelöffel Basil, 1 teaspoon Basil. Und hier habe ich 1 Teelöffel Paprika, 1 teaspoon Paprika. Hier habe ich 10 Garlic fein gepresst, 4 cloves Garlic minced. Hier habe ich 1 Teelöffel grober schwarzer Pfeffer, 1 teaspoon black coarse pepper. Hier habe ich 1 Drittel Köffel olive oil, 1/3 of a cup of olive oil. Now we're going to mix it all together. Nu werden alle topen hier, now werden we dat de enzylerie maken voor het vlees. Okay, da werden we dat alle spijsjes en alles topen hier, tegen onder hier. De marinade, de enzylerie voor het vlees. En daar werden we dat vlees erweken. Dat wordt zeer schön schmecken. Okay, hier haben wir das Schupfleisch. Wir wollen da was wieder gerade schneiden, das wird ja dann an den Steaks sein. Die kleine Bädekes, das wollen wir dann merken für Kebabs, Shish Kebabs oder Alambris. Und wollen wir das alle Schmack schneiden, was hier in diese Kam nehmen. Und da wollen wir das Marinade, das Azulerie do Eva. Und da wollen wir das für 3 Stunden satt lassen und dann alle halbe Stunde so wollen wir das ein bisschen anrühren, dass das fein Azulen und sehr fein weg wird. Und da werden wir haben viel gemerkt, wo ich dort wiesen. Und da werden wir Fleisch ableihen. Okay, hier habe ich das abgeschrieben. Alles, was wir brauchen, um die Fleisch-Azulerie, das Marinade. Okay, nu haben wir Don Pedro hier abgestartet, haben viel gemerkt und hier werden wir lauter Fleisch backen. Okay, nu kann ich wissen, was wir brauchen, um das Snackbrot machen. I'm going to show you what we need for garlic bread. Hier haben wir 10 chesnick, 4 cloves garlic, minced, fein gepresst. Hier haben wir ein halbes Köffel weike Butter, half a cup soft butter. Hier haben wir 4 Köffel Oliven oil, quarter cup olive oil. Und hier haben wir 4 Köffel
zo'n pulverkaas, zo'n Pederwratschenkaas, Quartercup, Parmesan cheese. En hier hebben we een viertelkuffel gewöhnliche kaas, een witte kaas, Mozzarella, Quartercup, Mozzarella cheese. En hier hebben we dan een theelepel gedrehte Petersilie, 1 teaspoon dried parsley. En hier hebben we dan nog een viertel theelepel oregano, weil dort nicht haben, loopt je dat uit. Quarter teaspoon oregano. En nu werden we dat topieren. En hier hebben we nog onze frisch gebackte Italienische brood. Here we have the Italian bread we baked yesterday. Nu kijkt mal, zo zit dat. Wat we willen op dat chestnutbrood napsmeren. Butter hebben we fijn dan gemerkt, met je verschmalten. Hebben we alle top gemixt. This is gonna be our garlic bread spread. Sehr schön. Okay, hier habe ich Ihnen abgeschrieben, was je braucht für das chestnutbrood. This is the recipe for garlic bread. Wow, nu kijkt mal, nu haben wir das chestnutbrood schmack beschmiert. We got the spread all over the bread, garlic bread. Nu kijkt mal, nu haben wir das Schubfleisch is een fijn baan. Hier nog een beetje seppelen en peperschoten opgespekt. Ai, 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 ik wens je kon dat rekenen. Nu wordt het hier ganz goed bakken en dat wel we omkasseren. Fangt aan zeer smaak te doen. Oké, dan is het nu wat door. Nu willen we ons een zeer schöne Maaltijd opzagen. We hebben hier Schubsfleisch, Schubsteaks. En hoe hebben we dat? Het eerste wat we worden doen is waar we de kieltje hier nemen. We hebben van dat kieltje en er staat eetschaken. En ik weet van de knerkens wat we dan afbakken en afkerken en zo weer. Die worden van met gravy van meer maar wat je kort. We hebben hier zo'n gruwelijk schijnt strukkelen en schmoonvaart. Ik geloof we worden er met dat gaan. Check hem al. Je wil niet wat er tweemaal zoveel napschaat, maar snijd ik en dan check hem al hier. Woe, was dat dat nog grauw. Dit biedt chestnutbrood. We worden ze nog een beetje gesneden. Dan willen we de zeer schöne Bieter steaks. We hebben hier nog Grijs gebakt, dat je zijn kan. Seppelen en peperschoten. Wat dat wordt nog een beetje bij. We worden nog een steaks, dat krijgt ze start. Wat luidt je? Nu als dat schief rijden, ik wil je dat nog een beetje van dichtbij wijzen, dat schief. Maar nu wil we ongeveer, ik heb me lang dat hier gevraagd. Nu kijk mal, nu hebben we dat hier zeer fijn rijden. Hier hebben we een beetje peperschoten en grijns gebakken. Nu hebben we de schubsteaks, lamsteaks. Hier hebben we kieltje met strukkelen en schmoonvaten. Hier hebben we dan onze chestnutbrood. Nu willen we eten. Hoho, nu zijn we uit om ovenkast eten. We hebben hier nu 2 jaar geklaard met dit. Schöne ovenkast. Maar dan erst met het beetje was. En dus aan mensen wat zoals ik al zei, dit lijkt niet schubsfleisch, maar ik wil een ding zijn. Proef dat. Ik heb je dat recept gegeven, dat je dat krijgt zo en zuilen, als ik de marinade, voor 3 stunden of zo. En dan bak je dat aan barbecue, of hoe immer je dat wil bakken, of sogar in de bak. We hebben deze steaks met zo gebakt, dat die een klein beetje rood zijn van binnen, wie gleich nog zo staat. En nog een ding, want je dat vleesjes van gebakt. En dat zo goed is, niet ganz so gut als je dat wil. Dan neem je dat eraf. En dan doe je dat in een ding neer, zoals je zou. En dan laat het nog voor 5 tot 7 minuten bij zetten. Dat is veel zoepje en lang is ze uitgedreigd. Wat je zei, fertig is, maar wie ik ook zo, want we hadden een steak gebakt. Dan bloos voets van oven eraf en dan schieben en voets eten. Wat je dan de eerste 2 bieten, die smaakt sehr schijn. En de laatste helft, die wil dat zalft al eruit geraakt. En dan weer dat hoort, met zo'n schouwzoel. Wat je, de secret, het geheimnis is, van die hebben vlees gebakt. Laat dat 5 tot 7 minuten, wo in een ding zetten. Dan blijft dat juice alle beren. En dan wil je dat 2 snijden, dan wordt het alle schijn zuppig zijn. Maar dan, ik hoop je proud dat. En want dat is het idee, ik wil alle dag schubsvlees eten. Veel liever als rindvlees. So proef dat mal.
Und da sag ich mir mal, was die davon denken. So, immerhin, ich bin noch weiter dankbar für jeden alle. Ich bin gerade dankbar, dass er uns noch weiter haben, ein schönes Jahr geschenkt. Es sind schwere Tiden gewesen, aber er ist mit uns gewesen. Und der wird wieder mit uns sein. So, weil wir das nie Jahr nehmen gehen, mit Mut und weiten, dass Gott mit uns ist, der gibt uns die Kraft. Wir haben es alles möglich. Und sehr viel, ich habe das nicht so gut, dass wir uns haben festgestellt, aber nun hier wollen wir kriegen, dass Gott hat immer was für uns das Beste ist. So, mag Gott mit alle segnen. Und verfährt war hier von Struckland, Manitoba. Willkommen zu das neue Jahr hier von Struckland, Manitoba. Nu werden wir das auch schmecken. Erst wo wir dann das hier, das will ich wirklich hängen lassen. Wir werden diese Peperschoten Buddel hier nicht noch belegen. So eher haben wir geschmeckt. So. Nu braucht das all 3 Lepel fallen. Bei Emma wow! Okay. Halle. Nu wel wieder den grüglich schönen Schubsteak schmecken. Das ist ein klein bisschen rot von mir. Und weißt du, wenn die haben den Steak vom Ofen raufgenommen, der backt noch nu. So, wenn ich den ganz gut backen am Ofen dann raufnehmen, dann ist der viel zu gut. So, nehmt den rauf, weil der ein klein bisschen rot ist. Und dann in 5 bis 10 Minuten setzen lassen. Und dann wird der krackerackste. Und wenn ihr die wel ein bisschen rot haben von Bern, dann nehmen wir den rauf, wenn der nachher nur rot ist, dann nehmen wir den rauf. Aber ich will sagen, von der habe ich halt gedacht. Das scheint jetzt selbst gemerkt, die Kindje. Und dort Struckland. Gravy dort, Schmondfahrt dort, was ich sehe, die gestern, ich würde noch Sauce oder Gravy merken für die Heberschatten. Aber das ist alles, was du brauchst. So. Dann das scheinigste Snackbrot. Wow. Hier haben wir noch was sehr schönes Bern. Das ist ein Geheimnis. Ich kann nicht an euch denken, was das ist. Von erst aus als New Year's Oves. Mein als New Year. So. Wenn hier lieb ist, ja. Dann scheinen echt gut die Proben dort. Wenn die Schub haben, Schlagschub. Dann kann ich von den Regen, von den Sudel, was ich so sage, die können Hänger schenken, verschenken, was immer Fleisch gewähren. Das schmeckt ab ihren Schein, ich kann nicht werden gepocht, aber von der Art.